bleibe beim primären Wirtschaftssektor, der Landwirtschaft. Als CSV stimmer klar zur Landwirtschaft, Gerdebau, Weibau, Obstbau. Aber wir stehen zu einer Landwirtschaft, die hier Primäraufgabe daran besteht, für gesunde Lebensmittel zu produzieren. Wir stehen nicht für eine Landwirtschaft, die für allem soll just die Landschaft pflegen. Wir stehen zur Lebensmittelsicherheit als einem Hauptziel von der EU-Agrarpolitik. Wir stehen zu einer Landwirtschaft, wo Lebensmittelproduktion und Klimaschutz modernen geht, zu einer nachhaltiger Landwirtschaft. Wir stehen zu einer Agrarpolitik am Dialog. Und wir hätten gerne ein Agrargesetz am Dialog. Wir stehen zu einem Agrargesetz, das sich auf fachlich nachvollziehbaren Kriterien basiert, für die Emissionen zu reduzieren, und nicht in einer pauschaler Zahl. Ein Betrieb, der klimafreundlich gut schafft, der kann einfach nicht durch eine pauschal politische Decision aus seiner Entwicklung ausgebremst werden. Ich hoffe, wir sind uns alle bewusst, dass wir jung, dynamisch Bauern brauchen. Also sie brauchen Zukunftsperspektiven. Und genau diese Zukunftsperspektiven kriegen sie mit diesem Agrargesetz, das ideologisch festlegt, kriegen sie mit dem Agrargesetz nicht. Und noch heute so, es ist extrem traurig, dass die Regierung es verpasst hat, mit Zeit auf die Herausforderungen vom Klimaschutz zu reagieren. Der hat bis 2021 Bauern gezwungen, mehr groß zu gehen, mehr Tiere zu halten, für das sie können Beihilfen kriegen. Der hat es nicht fertig gebracht. Ein System, am 100 Mal gefragt, ein System von einzelbetrieblichen Nachhaltigkeitschecken, Klimachecken abzubauen. Auf ihre Lot zu machen, so den Herr Minister aus der Kommission, das wird zu viel kompliziert, Zeit geht fortlaufen. Da so nicht. Die Regierung hätte sich echter auf die Hönnischt Face stellen. Auf die Lo ganz einfach den Ball darin bei Bauern zu geheilen, weil die Regierung es verschlafen hat, es anständig auf den Tisch zu legen. Das geht nicht. Das ist definitiv zu einfach. Und dafür haben wir eine Motion, die ich hier deposieren, wo wir sagen, der Landwirtschaftsminister hat Manpower. Der Landwirtschaftsminister hat alle Tonnen. Aber wenn wir uns hier einzeln, wir hören Demonstrationen, die gestern hier waren, wir hören die echt, die sich sagen, sie wollten gerne die Lebensmittelsicherheit, sie wollten gerne Familienbetriebe unterstützen, sie wollten gerne ökologische Verantwortung gemeinsam überholen. Sie wollten gerne ein Agrargesetz, das reelle Perspektiven aufweist. Wenn wir diesen Sektor gerne wollen unterstützen, wenn wir gerne wollen, die jungen Bauern Perspektiven aufweisen, richtig Perspektiven aufweisen, dann müssen wir die Landwirtschaft können nachhaltig gestalten. Ich könnte nur den Dreier greifen. Wenn ich just den E-Wutz vom Naturschutz und Luft stehe, dann fällt die ganze Butti auf. Dann haben wir noch keine Landwirtschaft mehr. Und das geht nicht. Also dafür invitieren wir die Regierung hier an den Herrn Minister Matzinger Verwaltung, dass der Artikel 6 und 7, wo die Obergrenze von 2 theoretischen Arbeitskräften festgehalten wird, Arbeitskräften, die bereichen an der Tierenhaltung, ab der muss eine Genehmigung aufrufen, wenn Ziele nicht erreicht sind, kriegt keine Genehmigung. Kriterien, die absolut nicht aussagen, ob der Bauer klimafreundlich schafft oder nicht. Wir fördern also den Minister ab, dass in diesen Artikeln überschafft, mit Kriterien, die wissenschaftlich, technisch nur zu vollziehen sind, die zielführend sind, für die Emissionen zu reduzieren, für uns das als Dialogpapier für die Bauern und für die Kommission, das ist das an den nächsten paar Wochen präsentiert. Merci. Wir fördern also, dass das Agrargesetz direkt angepasst wird an das am Dialog mit den Bauern, dass die falsche Weg, nur nach lang zu werden, und du noch da gesagt, das ist zu spät.